69. Wache, Brooklyn, New York, 1986, Tag 8, Staatsbesuch. Schauen wir mal, was wir hier haben. Gut gemacht, Kelly. Wie man es von einem Ex-Kriminalpolizisten erwarten würde. Vorbildlich eingeschritten. Weiter so. Was den Rest angeht, sie haben die Zielperson nicht gemeldet. Ihre Interventionen sind ja nichts wert. Die Gangster in ihrem Revier kommen dieser Tage ja mit allem davon. Sie müssen noch viel lernen, Kelly. Dachten Sie, es sei einfach ein Streifenpolizist zu sein? Also gut, Notizbücher raus und hergehört. Kelly, das hier ist für Sie. Sie können heute auf der Straße einen Gast erwarten. Einen Gast? Ja, König Chauffeur vom Königreich Zamunda. Sie machen Witze, oder? Nein. Es ist ein inoffizieller Besuch. Er besucht seinen Sohn Prinz Akim. Akim hat eine Wohnung in unserem Revier. Es wird irgendwo auf ihrer Route parken. Wir wissen nicht, wann genau er eintrifft. Also muss die ganze Straße frei bleiben. Den ganzen Tag über. Es wurden bereits letzte Nacht Parkverbotsschilder aufgehängt. Wenn Sie also ein gepacktes Auto sehen, verpassen Sie eine Straftat und lassen Sie es abschleppen. Und zwar sofort. Das Rathaus wird überprüfen, ob wir alles unter Kontrolle haben. Wir wissen nicht wann. Also legen Sie sich nicht auf die faule Haut. Oh, das wäre witzig. Nein. Oh, und noch eine Sache, Kelly. Ja. Ihr früherer Boss wird heute in der Nachbarschaft vorbeischauen. Er hat gute Neuigkeiten für Sie. Die Zentrale sagt Ihnen Bescheid, wenn er eintrifft. Okay, gut, genug geredet. An die Arbeit. So und so erstmal habe ich die Regie, dass wir das als zu Beat kommen. Unseren Dauerroman. Der König von Zamunda kommt. Muss man fast kennen. Und jetzt schauen wir mal, was die anderen noch sagen. Hat jemand von Ihnen Lust, mit mir auf eine Ausstellung zu gehen? Was für eine Ausstellung? Gibt es doch was zu futtern? Eine Ausstellung zum alten Ägypten. Nee, Lesbe. Neandertaler. Wie läuft's, McNabb? Irgendwas Interessantes? Den ganzen Tag lang nur Razzien. Wir haben da ein paar Mafiosi im Visier. Mit etwas Glück erwischen wir sie mit Rauschmitteln. Endlich mal vernünftige Arbeit. Kommst du dir nützlich vor? Muss ein ganz schönes Ding gewesen sein, was? Lass mich in Frieden. Was auch immer. Ich glaube, ich werde angeln gehen. Wenn du in den See springst, ist kein Wasser mehr übrig. Das sollte es einfacher machen. Scheißkerle. Kopf hoch. Sie wissen doch, dass wir sie lieben, oder? Und? Schon an die Uniform gewöhnt, Kelly? Passt wie eine zweite Haut, Boss. So ist es richtig. Juckt Sie was, Cortez? Brennt der Arsch? Was? Ich muss zum Arzt. Was ist los? Ich fühle mich nicht gut. Dann benutzen Sie das nächste Mal Kondome. Aber Boss, das geschieht Ihnen recht. Das geschieht Ihnen recht, Cortez. Karma ist eine Schlampe. Mit nem Tripper. Fickt euch. Oh, aber das ist nicht Ihr Spezial... Oh, aber ist das nicht Ihr Spezialgebiet? Ruhe. Cortez, ich muss nach der Besprechung mit Ihnen sprechen. Sicher, Boss. Gut, dann geht's wieder ab auf die Straße. Jetzt schauen wir. Ein langer Tag war's. Strafzettel und Abschleppen. Das bekomme ich schon hin. Dazu der Königsbesuch. Ob ich mich verbeugen sollte oder so etwas? Rollen Sie doch gleich den roten Teppich aus oder küssen Sie seinen Ring. Wirklich witzig. Vergiss es nicht, dass es Kontrollen geben wird. Okay, aber jetzt los. Bis später, Sie königlicher Diener. So. Gehen wir in diese Richtung. Über den Kopf parken ist. Sehen Sie diese Kisten? Welche Kisten? Die an den Telefonzellen. Sie zeichnen Telefongespräche auf. Wanzen? Ich frage mich, wer sie da platziert hat.
Die Polizei war es nicht. Wir haben sie uns angesehen. Ich möchte, dass sie entfernen und mir bringen. Ausnahmsweise. Ich kümmere mich darum. Sehr gut, ich warte hier mit Ihrem Trinkgeld. Strafzettel. Ja, wir haben eine kurze Telefonzelle. Was für eine Schlamperei. Ah, lass mal in die Richtung gehen, nicht, dass da irgendwas. Die 21 ist die Zahl. Es gibt einen Überfall bei der Apotheke. Eieieiei, da waren aber ganz schön Autos. Jetzt kann ich nicht mehr da Strafzettel machen. Verstoß. Strafzettel. Verstoß. Was wird immer mehr Lustiges angefühlt. Hab da vorne. Ja, stimmt. Okay. Ich frage mich, wer noch diesen Satz suchen wird. So. Letztes Amateurwerk. Wer könnte das derart verbockt haben? Abverstoß, Bahn, Schleppen. Ah, Officer. Willkommen, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Es gab einen Hinweis über einen potenziellen Überfall. Auf meinen Laden? Wir wissen es nicht genau, aber ich schlage vor, dass Sie den Rest des Tages schließen. Danke, Officer, das werde ich tun. Hier ist 421, das Juwelengeschäft ist gesichert. Gute Arbeit, halten Sie sich bereit. Wir beobachten das Gebiet. Was ist so schwierig? Du hast etwas, das uns gehört. Sei ein braver Junge, gib es zurück. Wir sind hier noch nicht fertig. Zieh ab. Pass auf, was du sagst. Der Streifenwagen ist schneller hier, als du denkst. Ich muss erst diesmal, guter Mann. Sonst habe ich wieder Probleme. Ich muss endlich mal mein Geld zusammenkriegen. So. Alles advanced. Ein Kinderspiel. Hier sind alle 3 Geräte. Gute Arbeit, bitte sehr. Oh. Hey. Run, Kelly, run! Errungenschaft freigeschaltet. So. Immer einfacher von hinten noch Fangkamera an, das war ganz praktisch manchmal. Aber geht halt so nicht. Kelly, was hat das zu bedeuten? Was ist das Problem? Der Review ist geschlossen, mitten am Tag. Karina war hier und hat mir alles erzählt. Sie machen Witz mit diesem Überfall, oder? Oh wei. Und ich habe heute so eine gute Lieferung bekommen. Koschere Kipper und Würstchen. Mr. Dembski, immer mit der Ruhe. Niemand wird Ihre koscheren Würstchen stehlen. Das glauben Sie?
Sie überfallen meinen Laden, Sie werden sehen. So ein Hosenschisser. Echt später, willst du? Ich bin jeden Tag hier. Ja, lieber tue ich das so, anstatt dass wir ein Problem dann haben. Gut. Hatte auch schon einen potenziellen Überfall. Super. Die einzige Krawatte vor dem Diner. Danke für die Benachrichtigung. Okay. Das hat er sehr wahrscheinlich. Guten Morgen, Officer. Stimmt das, was die Leute sich erzählen? Scheiße, die ganze Scheißstadt weiß es schon. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Unternehmen Sie etwas deswegen. Wir arbeiten daran. Ja, das sehe ich. Nichts als Strafzettel den lieben langen Tag. Wow, das hat uns aber viel gebracht, dass euer Captain hier da ist. Na, da ist er. Gute Neuigkeiten. Morgen, Captain. Warum reden wir nicht drinnen? Vertrauen Sie mir, hier sind wir besser aufgehoben. Heute ist ein guter Tag, Kelly. Sie wissen ja gar nicht, wie gut. Ist etwas passiert? Die Mordanklage gegen Sie wurde fallen gelassen. Dieses arme Schwein. Wie kommt's? Sie haben seine Waffe gefunden. Ich verstehe. Das will ich auch meinen. Ich habe gesagt, ich kümmere mich darum. Das haben Sie, Captain. Sie sind einer von uns. Das bin ich. Aber die gestohlene Ware muss auftauchen. Darum kann ich mich nicht einfach kümmern. Es ist nicht so einfach. Ich habe sie nicht. Wie soll ich das wissen? Aber angeblich soll es um mehr gehen als nur die Diamanten. Um ein paar Steinchen wird sich der Senator nicht solche Sorgen machen. Da ist noch etwas anderes verschwunden. Ich sage es Ihnen, ich weiß von nichts. Denken Sie darüber nach, Kelly. Aber denken Sie dann, die Zeit fliegt. Okay, verstehe. Danke, Captain. Passen Sie auf sich auf. Und finden Sie, was auch immer verloren gegangen ist. So. Kelly, wo sind all die Streifenwagen? Und die anderen Polizisten? Warum? Es ist doch gar nichts los. Ich bin hier, das reicht. Ich habe von dem geplanten Raubüberfall gehört. Wenn Sie mich ausrauben, werde ich Sie verklagen. Hey Gott. Das Pfandhaus scheint geschlossen zu sein. Das stinkt. So, dann gehen wir in die andere Richtung. Keine Autos. Davon halten sie komischerweise dran. So. Alter, auch schon einen potenziellen Überfall. Okay. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 500. Gehen wir wieder in die andere Richtung. Mit völliger Zeit für einen Happen. Dann heute einen Happen. Sicher, mit extra Senf, bla bla. Haben Sie etwas Verdächtiges bemerkt? Bisher nichts. Behalten Sie ein Auge auf Ihr gesamtes Revier. Nur für den Fall. Ei, ei, ei. Und weg damit. Ich weiß nicht, was so schwierig drin ist am allgemeinen Parkverbot.
verstehe es einfach nicht. So. Bist du blind? Ist doch nicht so schwierig, oder? Normale Menschen schaffen das auch. Wieso schaffen die das nicht? Ja, pokern wir aber nicht. Hier ist die Zentrale. In ihrer Gegend wurde ein verdächtiger grauer Lieferwagen gesichtet. Sie sollen ihn in wenigen Minuten sehen können. Wo? Irgendwelche Details? Negativ. Beobachten Sie die Straße bei 609. Verstärkung unterwegs, aber ich weiß nicht, ob Sie es rechtzeitig schaffen. Notiz. Was kurz zu 4? Ich hab's gewusst. Wusste es. Zettel, Abgestoß. Und. Hallo? Hallo? Und einfach nicht abschleppen lassen. Hier ist 421. Zentrale ist 400%. Sind Sie? Habt die Täter im Visier. Schnappen Sie sie. Wo ist die Verstärkung? Sie werden nicht rechtzeitig da sein. Hä? Ah, wieder super, ey. Hallo? Hallo? Ach, Kühn. Polizist stirbt im Dienst. Officer Jack Kelly wird verwickelt in das Verschwinden kostbarer Diamanten. Aus der Villa des Senators wurde im Einsatz erschossen. Zeugenaussagen zufolge kam es zwischen Kelly und dem Fahrer eines am Straßenrand geparkten Wagens zu einem Streit. Aufgrund einer nicht gezahlten Parkgebühr, der Fahrer behauptete, stand auf dem Parkhaus sei defekt. Als Kelly seinen Strafzettel anständige, attackierte der Mann Kelly mit einem Messer und versuchte zu fliehen. Wurde jedoch vom Passanten dingfest gemacht. Kelly verstarb kurze Zeit später, bis aufgrund des hohen Blutverlusts. Verdammt. Ja, dann haben wir, glaube ich, die erste Runde mal verballert. Eieieiei. Schauen wir, ob wir nochmal Folge machen, ich weiß noch nicht. Das ist irgendwie was man ein bisschen. Also ich finde es zwar cool, aber so viel zum Lesen und jetzt ist nochmal alles durch da. Ich weiß nicht. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Avideri. Avideri und schön, dass du da los hast. Ich hab's jetzt halt nochmal versucht und hab's jetzt geschafft, dass ich alle drei erschieße. Gott sei gedankt. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal hinkrieg. Uff, und ich dachte, sie nehmen sich meinen Laden vor. Das war erstklassige Polizeiarbeit. Sie hatten ja keine Chance. Leute, ist es trotzdem nur Parkverbot da. Nice. Sie haben meinen Laden gerettet. Diese Gangster wollten meine besten Waren stehlen. Danke, Officer Kelly. Bitte nehmen Sie das entgegen. Wenn Sie darauf bestehen... Ui, der Vorder. $75 gekriegt. Nice. Sie waren großartig. Ich habe alles von meinem Fenster aus beobachtet. Es war wie in einem Film. Sie haben eine Belohnung vom Boss erhalten. Es war auch von einem Bonus die Rede. Gute Arbeit. Nice. Gut, dass ich es nochmal versucht habe. Das ist echt nice. Beziehungsweise ich habe es dreimal versucht. Ich habe es erst jetzt so hingekriegt. So. Abschleppen.
noch schnell machen. Schleppt man ab. Ja. Ah, verdammt. 6 soll einfach so dazu gekriegt. Ja, das Park war durchgesetzt. Ich habe den Überfall in meinem Leben verhindert. 15 dringend und 50 Gold. Ich brauche in 2 Tagen $6 für die Unterhaltszahlung. Gehalt $50. Ja, jetzt haben wir halt voll Ding. Ich schneide das und Ding an. Das habe ich jetzt erst entschieden. Also, bis zum nächsten Mal. Habe Diri.